Wir treten zurück, damit wir unsere Kraft für die nächste Schlacht sammeln können. Und damit willkommen zurück, nicht nur zur nächsten Schlacht, sondern auch zur nächsten Folge. 私は神竜としてもっと強くなります。今度は必ずみんなを守れるように。もう誰一人として失わない。そして共に戦った仲間を必ず取り戻してみせる。ついてきてくれますか、みんな。ああ、もちろんさ。いつかこの盤面を覆してやろう。このままで終わる気はない。失ったものは取り戻すまでだ。こんな時でも希望を見せてくれるんですね。うつむいている暇もないぐらい。力になるわ。私でもあなたの役に立てるのなら。ありがとうございます。行きましょう、ソルム王国へ。みんながいてくれるなら私に恐れるものはありません。 Starke Worte. Hoffen wir mal, dass es auch ja, bestätigen kann. So, ich glaube mal irgendwie Items aufsammeln auf dem Gebiet können wir nicht, auf der Map. Das wird wie bei Kapitel 10 ein bisschen schwierig sein. Alter, wie viele Charaktere wir im Kampf hatten. Und wie wenig ich noch mitnehmen darf, ist doch so voll fies, ey. Wir werden es mal sehen. Ah, direkt zurück in Somnia. Das ist interessant. Bin generell nicht abgeneigt. Oh, 200 Prüfungen. Was macht ein Alchrist hier? Ja, das stimmt. Wir müssen voranschreiten. Tut natürlich schon leid, also ich meine... Nein, das ändern hätten wir nicht können. Das war nicht möglich, da müssen wir schon ehrlich sein, auch so uns selber. Zumindest was halt, ja, ihr Vater betrifft, hätten wir, glaube echt nichts machen können, keine Chance. Oh. Ja, ich bin hier zum Angeln, mal gucken, ja, eine Einhornforelle bisher bloß, okay. Holt mal Prinz Diamant, holt mal den Prinzen. そこに投げてみるか。Ups, Entschuldigung. Nervöser Finger. そこに投げてみるか。今だ。Ossa! 素晴らしい成果だ。 Wow. 私も驚いたぞ。Mhm. 続けるか。どれにするんだ。そこに投げてみるか。 Mal irgendwo angeln, wo gerade so ein Ding rausploppt. Glaubst du, dass sich irgendwas ändern wird? Ich glaube, solange wir nicht eine bessere Angel haben, wird das also sowieso nichts ändern. Ossa! Eine Mykäne? Was?
Mykeneal. Ein Mykeneal. 続けるか？ Schönes Ding, Kumpel, schönes Ding. So. Das eine Fischsorte fehlt uns wohl noch mit der einfachen Angel. Ich frage mich halt, wie wir die andere Angel kriegen. Durch Quests, durch Zuneigung zu bestimmten Typen, durch, keine Ahnung. Eben, Sidequest könnte sein, weil man kann es irgendwann mal im Laden kaufen. Vielleicht durch ein DLC. Also kann man durchaus vorstellen, dass es bessere Angeln gibt, die man durch DLCs bekommt. Aber jetzt nicht die, sage jetzt mal, normale Angel. Ne? Normale, bessere Angel. Es wird schon Angeln geben, die besser ist als die hier. Die wir im normalen Verlauf des Spiels bekommen. Weil, dass du einfach sagst, ja, es gibt schon bessere Angeln, aber die kriegst du halt nur durch DLC. Sprich auch dadurch nur die Fähigkeit, überhaupt bessere Fische zu angeln. Das glaube ich weniger. Da wäre ein bisschen sehr fies. So. Hier unten fehlt noch einer, wa? Also da halt einer, den wir mit aktuellen Angeln fangen können. Theoretisch zumindest. So. Ich bin ja hier noch relativ in der Nähe. Könnt mal gucken. Die pennen alle. Hier haben wir den Ausguck. Schön. Gehen wir kurz zur Grotte. Ich hoffe mal, dass Sommis Punkt hier zurückgesetzt wurde, weil ich konnte zwischendurch gar nicht zurück nach Somniel. Okay. Die Werte sind noch gut. Magst du ein bisschen Lachs haben? Hat ein bisschen Mühe, der Gute. Kannst ihm geben, was er will, was du willst. Irgendwie gab genau beim seltenen Gemüse, glaube ich, war. Da war irgendwie Feuer und Flamme, aber ansonsten bisschen schwierig, der Kleine. Und der Balken wächst, das ist gut. Und er kackt weiter hinaus, das ist auch gut. Ja, muss ich halt diese Fragmente jetzt halt für andere Embleme nutzen, wa? So weiteres. Zum Trainingsplatz. Ich bin ja sowieso in der Nähe des Hofes. Das ist Training für temporäre Power-Ups, aber ich habe kein Interesse daran. Haben die immer alle noch keine Unterstützungswerte? Na, kommt jetzt ein Ergebnis. Wir hatten das alles schon. Also hatten schon, wir wissen, wie es aussieht. Das war irgendwas. Was hast du schon wieder? Ah, der Ruhmeshalle. So, konnten wir noch keine Tiere mitnehmen, aber wir müssen jetzt hier relativ viele Silber- und Eisenbarren haben, wa? Und Stahlbarren vielleicht auch noch. Jo. Das alles nur dank den Wuffis, die wir draußen haben. Viele Hunde, gleich viele Eisen, Stahlbarren und so. Von dem jetzt die Eier und Milch kommen, weiß er zwar auch nicht. Das will ich so gar nicht wissen. Kagetsu! Ob vielleicht noch irgendwie ein festes Mitglied im Team wird. Ich bin halt unschlüssig darüber. Weil es halt, ja. Huch! Oh! Ivy! Ja. Linso. Ja, wir haben zuerst einen Dämonendrache gekämpft, jetzt für dich. Passt schon. Sehr gut, wenn das für euch passt, von mir aus. Irgendwie momentan, auch heute ein bisschen Mühe in meinem Rechner, keine Ahnung. Ab und zu glitscht es ein bisschen rum oder stoppt ein bisschen. Na gut, seien wir ehrlich, mein Rechner stammt noch aus dem Jahr 2014. Ist also schon ein paar Jahre alt. Klar habe ich inzwischen die Grafikkarte zweimal ausgetauscht und eine neue Festplatte drin. Also im Prinzip auf eine größere SSD. Auch eine modernere von dem her. Da habe ich damals schon auch mit
RAM und CPU, Netzteilen schon eigentlich das Neueste und Beste genommen, was es damals schon gab. Hat es bisher gut gehalten, muss ich sagen. Aber ich merke schon mittlerweile auch, CPU ist, ja, muss schon ein bisschen was Besseres haben. Langsam aber sicher mal. Aber ich glaube, ganz ehrlich, nach 9 Jahren kann man sich auch mal einen neuen Rechner gönnen. Also einen komplett neuen, meine ich halt. Ich eigentlich, ja, viel Geld habe ich eh nicht, wa? Ich kann sagen, ich meine, verkaufen. Dann nicht irgendwie etwas, das viel Geld einbringen würde. Pflege, Purgative sind nur die Dinge, die schon wichtig sind. Meißigel können wir kaufen, aber eben, ich habe... Scheiße, Mann, ich habe zu wenig Kohle. Ich fürchte fast, weil ich irgendwie auch keinen Bock habe, irgendwie unsere Items oder unsere Dinge sonst verkaufen, die wir aktuell so haben. Dass wir wohl oder übel... Ich meine, so viele Einzelhands können wir schon ein paar verkaufen. Wollte gerade sagen, dass wir wohl oder übel wohl so ein paar Maps machen müssen oder wiederholen müssen vor allem. Die ganzen Äxte, Alter. Meisterachs, Tomahawk. Und trotzdem bin ich halt immer noch so ein Typ, der sich sagt, hey, ich hätte trotzdem gerne von jeder Waffe mindestens 1. Das war schon immer so bei mir. Und sei es nur, damit ich irgendwann mal so eine Übersicht habe, was es alles für Waffen gäbe. Okay, ich kann auch irgendwie nochmal ein Feuer verkaufen oder ein Flut. Komm, die Dinge, die sowieso schon fast am Arsch sind, verkaufe ich auch mal. Die behalten wir mal noch. Dann hier, erste Stufe, zweite Stufe, dritte Stufe. Aber die behalten wir mal noch. Feuerheilmittel auch. Die Gegengifte können eigentlich auch die meisten davon weg. Fangwaffen praktisch auch nicht. Die natürlich verkaufe ich nicht, ist klar. So. Kaufen. Was natürlich brauchen. Okay, jetzt Pflege können wir jetzt mehr davon kaufen. Wisst ihr was? Wir haben noch ein Heilungsding drin. Gut, dann lassen wir den mal. Jetzt auch mehr auf Pflege statt Heilung, ja. Das heißt, ich kaufe mal 2 Stück davon. Purgativ würde ich zwar auch gerne kaufen, aber ist einfach noch zu teuer. Im Inventar sowieso 1. Wir hatten das jetzt. Ich werde wieder 1 kaufen, ja. Schweigen. Der natürlich eigentlich auch noch cool. Kriegen wir ein Mage oder so daran hin, dass er irgendwie Magie nutzen kann. Da haben wir noch ein paar. Ich kaufe mal noch Meistersiegel. Vielleicht ist auch ein Fehler, gerade so viel davon zu kaufen, aber puff. Shit happens. So, einen davon noch und dann nehmen wir trotzdem mal noch ein Schweigen mit. Genau, sie hat ja auch noch eine Heilung. Warte mal, wir haben jetzt noch... Ich wollte ja gerade was ablegen. Warte mal, machen wir später. Ein Meistersiegel, da bin ich eh noch ein bisschen unentschlossen. Weil ich glaube, es ist irgendwie die Zeitpunkt gekommen, wo ich gerne ein bisschen trainieren würde. Mit einigen vor allem. Oh, ein Schnitter. Oh, okay, wir brauchen dringend mehr Kohle. Ich kann die Dinger hier auch kaufen. Meisteraxt, Hammer, oh, Stabaxt, auch geil. Meisterbogen gibt es doch auch, Meisterbogen. Elfenflut, Elfenlicht. Wann gibt es mal Elfenwind und Elfendonner? Naja. Und das ist Pendant davon, ne? Ihr wisst schon, was ich meine.
Dritte Stufe Abwehrhaltung. Ja. Okay. Gucken nochmal unser Team an. Emblemringe zuweisen. Jetzt noch zu früh, das zu machen. Oder einmal eine Silberlanze oder so. Hier, ich meine, was willst du denn noch mit dem Scheiß? Der Flieger direkt purgativ. Und nicht mehr so viel davon haben, war. Ich werde sonst sogar Teleport erstmal noch wegschmeißen. Und lieber später nehmen. Wo da ist bei dir eigentlich, klar, du hast eine große Crit-Chance und so, aber trotzdem ist eigentlich, haben wir so viel am Platz. Ja, Rettung hat er, kann sonst gar niemand nutzen. Ich glaube, jemand Zeit, dass ich bei euch hier unten mal die Items ablege. Bei Bougereau noch nicht, weil eventuell wird das bei ihm noch was. Beim Rest, ich muss ganz ehrlich zugeben, ich glaube nicht, dass das noch was wird. Ich will, dass sie die noch irgendwie einsetzen werden. Ja, der vielleicht auch noch bei dem noch ein bisschen unentschlossen. Ja, Ivy hat es halt schon drauf, sag ich jetzt mal, mit Magie und ja, Magie und ja, gerne mal gucken, wa? Ivy würde zum Lindwurm werden, was? Okay. Buch wäre auf Rang S. Mhm. Schwerkämpferin. Ja, müsste halt erstmal das Ganze noch lernen, wa? Da mit der Axt umzugehen, was ich eigentlich ganz cool finde. Aber hier halt irgendwie so ein Wyvernritter oder so, wa? Okay, ich werde zum Magier und verliere Magie. Was ist denn das für eine Logik? Oh Mann, ey. Also, ja, auch sonst, ich meine, Etier, die hängt auch hinterher mit dem Level. Alkris haben wir bereits weiterentwickelt. Den Rest würde ich gerne noch ein bisschen trainieren. Vor allem auch Diamant. Ja, sie wird sowieso trainiert, auch wenn sie nicht großartig sich weiterentwickeln kann. Alfred, ja, zum Avenir. Diamant zum Throne, aber die Dame haben wir bereits. Bei ihm ist auch schon soweit. Bei ihm zum Würmgott, damit er halt Fäuste einsetzen kann. Ja, das ist auch bald fällig. Aber auch bei ihm würde ich halt gerne jetzt noch ein bisschen trainieren, weil ich habe auch die Fähigkeit mit ein bisschen mehr Erfahrungspunkte und so. Ich glaube, 13 hängt da sowieso hinterher. Ich würde noch ein bisschen gerne hochpushen vorher. Obwohl ich weiß, dass es eigentlich nicht mehr nötig ist im Spiel her und so, wissen wir ja alles. Ich glaube auch, was die Embleme betrifft, Freunde, mache jetzt mal kurz einen Prozess. Entfernen wir da alle. Aber das mache ich offscreen, die Ringe zuweisen und vielleicht auch ein bisschen mit dem Inventar und so, weil sonst dauert es zu lange. Das im Part zu machen, das hatten wir schon mal das Thema. So, im Deich. Im Gehöft. Gespräche. Ja. Da hätte ich Bock drauf. Geh mal in die Arena, komm. Arena gut, alles gut.
So, wer hätte es rein, also kurz im Level-Up ist, und ich beide entwickeln möchte, nötig. Ich meine auch Boucheron mit nur Level 7. Ich glaube, bei ihm wird es sowieso momentan ein bisschen schwierig, noch irgendwas zu machen. Bei Amber, da wird mir halt die Fähigkeit gefallen, muss ich ganz ehrlich zugeben. Man muss die echt mal testen. Das ist auch geil, ja, aber eben, ich muss halt auch erstmal die Möglichkeit haben, so viele Typen überhaupt mitzunehmen. Blendender Blitz. Er ist halt schon schwer Meister. Dafür sind seine Werte so ein bisschen, ja, geht so, ich sage jetzt mal. Nicht so ganz, okay. Also mein Level 17, oder? Sind ja, also sind schon relativ hoch, sage ich jetzt mal. Ich bin dafür noch relativ tief mit einigen. Ja, vor allem müssen wir ein bisschen trainieren. Ich überlege auch, ob wir irgendwelche DLC-Quests machen, so mit weiteren Emblemhelden. Also DLC-Embleme. Okay. Mit 2% gekriegt, der andere gar nicht. Mit 22% vor allem. Ja, das geht. Ja, das geht doch. Klar, Geschwindigkeit könnte besser sein, aber shit happens. Michael braucht es zwar auch, aber dann nehmen wir die Punkte anders. Lapis mit dem Panzerbrecher, okay. Fast. Okay, dann machen wir die nochmal, weil eben Citrin gefällt mir eigentlich von den Werten her. Also mit den meisten. Magie vor allem, Resistenz, klar, Rest, vor allem Geschwindigkeit ist bei ihr zum Kotzen. Und ja, jetzt habe ich halt noch eine Magier, ne? Also eine Bändigerin. Also da muss man ganz ehrlich sein, wir haben mittlerweile schon verdammt viele Magier im Team. Mal gucken, was hat denn Lin so für geile Fähigkeiten? Geschwindigkeit. Natürlich, mit dir kriegst du einfach mal einen Speed. Ich wollte nur um 5 erhöhen. Natürlich auch kaum Bandfragmente dafür. Speed plus 2, ey, vor allem bei Michael natürlich schon geil. Also ich sehe mir schon, dass wir in den nächsten Kapiteln einfach vor allem mit Lin und Lucina trainieren werden, um jeweils Behendigkeit und Geschwindigkeit auf allen zu verteilen. Aber es ist eine Fähigkeit, die man erben muss, wa? Deswegen nehmen wir so ein Thema. Wischiwaschi-Adlige. Lin. Den Kampf besiegt den Gegner hält jedes Mal eine plus 2 der Bonus bis zum Ende der Schlacht. Maximal plus 10. Alter. Schwertfertigkeit, Bogenfertigkeit, der können wir ja auch kriegen.
私が相手です。イーリスの王女ルキナ。 Oh, der Halsrapier. Damit macht ein bisschen wenig Schaden. Und dann ist Michael so schnell und hat so viel Power. なんとか勝てました。 Klar, ich meine, die Waffe ist cool, gar kein Thema. Liberation plus 5 plus mit dem Marv-Effekt drauf. あの Halleluja. 時私は Also mal gucken bei Michael mit Fähigkeiten. Ah ne, muss erstmal erben, war. Da ist man erstmal zurück in Ding. In die Ringkammer. Die Ringkammer wird jetzt richtig leer sein, weil wir die ganzen Ringe verloren haben. Oh. Ja, leck mich. Klar, wir haben DLC-Ringe noch, also ein Teil davon. Oh, ist das bitter. Ich kann natürlich Geschwindigkeit Typ nicht erben. Oh, ist das kacke. Michael, du und deine Behendigkeit, ey, ganz ehrlich. Ich frage mich gerade, ob ich die Dinger, die Fähigkeiten auch miteinander koppeln kann. Ja, kann man hier mal Linie. So. Sternenkugel. Bei einer beim Level Up ein verbessertes Wachstum der Statuswerte. Also ein Schaden, göttliche Inspiration. Ist eigentlich schon cool. Also habe ich sonst mit den anderen, ich meine, ich habe nicht mehr so viel FP mit allem war. Also mit einen schon, mit anderen weniger. Scheiße, was sie zum Teil für FP haben. Die Menge halt, ey, ist schon krass. Okay, okay. Damit auch nichts geben, weil ich natürlich gar keine Kohle mehr habe. Durch Bandfragmente kann ich alles vergessen. Ringe polieren. Ja, die sind ein bisschen Depri aus da unten. Ja, komm, dann nicht viel machen, das bringt nichts. Ins Café. Ins Café. Ja, eben, ich glaube, ich werde mir bis zur nächsten Folge, Leute, da mal überlegen, mit den aktuellen Waffen und so zum Ausrüsten. Und glaube auch, wem ich welchen Ring gebe. Dann werden wir, glaube ich, mal ein bisschen trainieren gehen. Das heißt, vor allem die Charaktere, wo wir jetzt sowieso nicht viel machen konnten, weil wir sie halt immer zu Hause lassen mussten, also die ja auch ein bisschen trainiert bekommen. Dann mal gucken, wem wir es machen. Eluse noch gar nichts gemacht. Ja, wir auch. Schon krass hier mit den Werten. Eluse Level 1 jetzt schon bei Goldverzert auf 30 und Silberverzert auf 20%. Mal ein bisschen Kohle farmen gehen, genau. Spende für Lucia, haben wir zumindest was auch mal gemacht. Neue Waren, neue Karten, so. Ja gut, wenn ich jetzt mal hier speichere, wir sind ja kurz vor Kapitel 12 eigentlich, die Wächter, oha. Mal ganz kurz gucken gehen, ich kann jederzeit wieder zurückgehen, muss ich eh machen, weil wir noch ein paar Gespräche haben. Oh Gott, ich verbinde Gespräche, ey.
Huch, was ist denn da oben los? So eine Art Arena? Ernsthaft jetzt? Hinweis, Gefecht in göttlichen Kapiteln. Okay. Also, Wüste Tula. Ja, eben, das wäre eine Option, aber eben, ich glaube, dass... damit warten wir mal noch. Ich überlege echt, ob ich nochmal jetzt irgendwie Bock hätte auf ein göttliches Kapitel. Klar, ich meine, wir haben jetzt insgesamt 4 Ringe. Ist schon nicht schlecht. Was ist denn überhaupt das für eins? Keine Ahnung, ist ja da irgendwie kein Text dazu. Magma-Höhle. Höhle des Berserker, das müsste, glaube ich... Untergrundpassage. Armring gesichtet. Diese Fragezeichen sind ein bisschen verwirrend, war. Die erstmal machen sollen. Also eigentlich glaube ich, wenn wir ein nächstes göttliches Kapitel machen, wäre es das hier, weil ich glaube, des Berserkers, das könnte ein Hinweis sein auf einen guten Kumpel von uns. Vor allem passt jetzt, da wir 2 besondere Ringe bekommen haben. Also in demzufolge glaube ich, es hat etwas mit Lyn oder Lucina zu tun. Was ist denn das? Nebenquest Arena der Götter. Empfohlen. Klasse Basis Level 19. Spendlevel 3. Basis Level 18. Wir sind tatsächlich mit einem Truppen einfach noch viel zu weit hinten. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Ach, hier Level 18. Okay. Ja, ich glaube, wir in der nächsten Folge mal ein bisschen mit den Kapiteln, die auseinandernehmen. Huch. Ach, Schnellreise. Davor mache ich nicht. Arena der Götter. Ja, komm, ich wollte gerade sagen, das ist doch echt die Arena aus Awakening. Bei mir fragen, was das bringen soll. Wir haben Lucina bereits. Sollen wir ihn nochmal ins Team holen? Also als Emblemgewinn oder was? Ach ja. Wir werden sehen. Warum kehre ich zurück nach Somniel? Wie bereits erwähnt, bis zur nächsten Folge würde ich gerne noch ein bisschen ausrüsten und so. Und gucken. Wir haben ja noch ein bisschen was zu tun. Abgesehen vom Inventar und allem möglichen. Ringe, also glaube ich nichts geändert. Ah, warte mal. Wo waren jetzt hier schon wieder die... Schwäche ansehen, die Bande ansehen. Ah, die, okay, war doch hier. Ach du Scheiße. Ja, da haben wir einiges zu tun. Wieso muss er immer so übertreiben? Okay, komm. Wir machen mal eins, ich glaube, im nächsten Part werden wir uns um den Rest kümmern. Ich weiß nicht, ich will nicht. 信じられない。この芳醇な香り、どこまでも奥深い。こんな紅茶は今まで味わったことがないわ。お気に召しましたか？ええ、もちろんよ。今までたくさんの紅茶を飲んできたけれど、これほどのものはそうそうなかったわ。ルイ、本当にありがとう。喜んでいただけたようで嬉しいです。おかわりをいただいてもいいかしら？もちろんです。まだまだたくさんご用意できますからね。ありがとう。私、とっても幸せよ。僕も苦労した甲斐がありました。ルイ、腕
でどうかしたの？大したことではありません。この茶葉を取りに行く際に少し。どういうこと？実はこの茶葉は人の手で作られたものではなく、それでその茶畑までの道のりが険しく。襲われたのね。でもご安心を。かすり傷でしたから。これほどの茶葉を入手できたのですから、この程度の傷、なんとさおかわりが入りましたよ。いいえ、結構よ。私もう行くわね。セリーヌ様。 Beleidigt nicht wirklich, aber du hast ja dafür gesorgt, dass ich Sorgen mache, beziehungsweise sich selbst Vorwürfe mache, dass du ihretwegen dich in Gefahr begibst, nur um mir Teeblätter oder einen Tee zuzubereiten. Ja, ich weiß, Frauen sind manchmal ganz seltsam. So, also ein paar Gespräche haben wir noch, aber ich glaube, viele sind ja, vor allem wenn die Dreier-Dinger immer machen, kommen glaube ich relativ schnell vorwärts. Hoffe zumindest. Okay, das will jetzt mehr, Freunde. Das nächste Mal zurück bei Fire Emblem Engage und eben ich mache mir gleich noch ein paar Gedanken darüber. Dass wir halt, wir haben es gesehen, Level 18 und so wird empfohlen, wir müssen langsam ein bisschen hinmachen. Das heißt, ich will eigentlich vor allem Michael trainieren. Alfred auch, Diamant, Junaka muss nicht unbedingt, die ist schon gut dabei. Citri natürlich auch, vielleicht bei Etienne mal gucken. Wobei Alka so ein bisschen was gebrauchen könnte. Ivy, Zelkov oder Kagetsu vielleicht mal zum Testen. Gerne will ich halt auch ein bisschen testen hier. Anna, Jade, Amber, Lapis vielleicht auch noch und auch Boucheron. Ich glaube, er könnte durchaus noch ein Potenzial haben, wenn ich es bisher nicht richtig gesehen habe, aber es könnte durchaus klappen. Ja, und Shaw ist halt Shaw. Einzig generell mit diesen Key-Adepten, das ist halt ein bisschen schwierig immer. Aber ja. Mal gucken, wa? An der Stelle sage ich danke fürs Zusehen. Bis nächstes Mal zurück bei Fire Emblem Engage mit Somi. Ah, unser kleiner süßer Somi. Oh, der hat auch Spaß. Bis dahin. Tschüss.